Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Wir sind gerade der widerwärtige Pilzhöhle entkommen und gucken uns jetzt weiter im Studentenwohnheim um und sind jetzt hoffentlich auf der anderen Seite, wo wir den Generator anmachen können, damit wir durchs Tor durchkommen. Hier haben wir nochmal was. US-Militär gibt Suchaktionen auf. Von Lev Benioff, Feldreporter. Im Zuge des aktuellen WHO-Berichts, nach dessen Angaben durch die CGI-Infektion rund 60% der Weltbevölkerung getötet oder infiziert wurden, hat das US-Militär eine Erklärung verabschiedet, nach der alle Suchaktionen aufgegeben werden. In einem Bereich von bis zu 15 Kilometern um die Grenzen der Quarantänezone herum wird weiter nach Bürgern gesucht, die hineingelangen wollen. Doch es wird nicht weiter nach Personen gesucht, die möglicherweise in schwer erreichbaren Gebieten festsitzen. Generalstaatsanwalt Arthur Munro macht in einem Brief deutlich: In der Stadt gefunden, so ein Scheiß, niemand kommt. Ja, so war das wohl zur Ausbruchszeit, wie es hier in der Uni Kapten. Und wie sie es auch vorgefunden haben, durch das ganze Zeug. Ja, die werden sich hier wahrscheinlich auch noch verbarrikadiert haben. Oder man etwas anderer Aufbau. Ja, das war wohl für die etwas elitärere Studenten hier im EG. Gehen wir mal hier weiter. Gucken uns mal hier mal um. Bisschen mehr Zeug. Da ist noch was. Super. Und? Oh, nichts drin. Teddybärler. Könnte Frage gewesen sein. Da noch was? Ich weiß, das mag jetzt ein bisschen seltsam klingen, dass ich das jetzt so verfrage, aber klingt für mich irgendwie, oder das sieht für mich irgendwie logisch aus. Ich weiß nicht, so viele Männer machen das wohl nicht, dass sie da mit Teddybäre im Zimmer schlafen. Kennt man eher noch von Frauen, aber könnte natürlich auch ein Mann gewesen sein. Das ist jetzt nur so meine Vermutung. Dann sind wir da hier. Was war da drin los? Infizierte, mir geht's gut. Hier, mach jetzt das Tor auf. Dann sind wir da, wo wir hinkommen wollten. Genau. Dann schieben wir den Wache, ach dort hier, wo er hier soll. Das war dort hier. Das macht er von sich aus schon super. Dann stöpselt er ein. Und dann kriegen wir hier endlich wieder Saft drauf. Die Ellie kann von der anderen Seite Schalter, Eischalter. Und dann kommen wir hier auch durchs Tor durch mit dem Pferd. Mit unserem getreue Callus. Ich muss selber drüber lachen, weil der Joel den Namen so hasst. Versuchen wir es mal. Und Wunder, die Technik funktioniert. Komm schon durch. Super. Los. Steigt schon automatisch auf. Die Klicker. Waren das Fireflies? Nein. Nein, ich glaube nicht. Hexens der Warum Ender. gibt es Infizierte so nah beim Labor? Will nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Ja, ist ja auch nicht die dümmste Idee, sich dort die Klicker als Verteidigungslinie zu ziehen. Dann gehen auch weniger Leute rein und die Leute denken dann, ja gut, hier ist eh verlassen, hier ist alles von Infizierten überrannt. Also insofern auch eine clevere, elegante Technik. Die Saviors in The Walking Dead, in den Comics, nutzen das ja auch mit ihren Zombies. Als Verteidigungsbasis. Oder Linie, besser gesagt. Gut, dann sind wir hier vor dem Spiegelgebäude, vor dem Forschungslabor. Und dann Keine gucken wir uns Wache. doch hier noch was Kein an. gar nichts. Ja, langsam sollten wir jemanden treffen. Ja, gehen wir rein. Jo, das machen wir doch, aber erstmal gucken wir uns hier um. Weil hier gibt's immer noch irgendwas abzustaben. Hier jetzt leider nicht. Aber wir gehen jetzt Putz die ganze mal. Zelte und Dinger durch. Gucken wir hier mal rein. Nix. Nur alte Kiste. Ah doch. Werkzeugdele. Super, die können wir immer gebrauchen. Warst du an so einer Schule? An der Universität? Hier. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja. Als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile? Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Ja, das reicht eigentlich auch als Infos. Da haben wir da noch Zeug.
Weil, ja, klar, darüber mag er jetzt noch nicht so sprechen, dass die Sarah überhaupt arg gesprochen worden ist. Ist ja schon mal ein kleines Wunder, dass der Joel da schon mal zumindest ein paar Worte drüber verloren hat. Und jetzt, ja, der wird wahrscheinlich auch so vor der Plage so eine Art Dealer, Schmuggler oder sowas gewesen sein. Und, könnte auch hier an der Unis irgendwas vertickt haben oder irgendwas in der Art gemacht haben. Zumindest könnte ich mir das bei dem super vorstellen. Ich weiß nicht, es wird ja nie wirklich thematisiert, was der Joel so vorher an Arbeit getrieben hat. Und da die Tochter halt noch sehr früh komme ist, wie er eben auch noch mal gesagt hat. Haben wir hier Richard Harrington Science Lab. Super. Jetzt wissen wir, wie das Ding hier ist. Doch mal. Ah, na. Und dann gehen wir da rüber. Ja. Und wie gesagt, Gehen wir. der wird halt sehr früh schon sich um seine Tochter gesorgt haben. Und wenn er dann auch noch extra gehabt hat, da wird er wohl viel für Alimente und so weiter aufgebraucht haben. Und dass die Sarah ja bei ihm gelebt hat, sagt eigentlich auch schon sehr viel aus. Da scheint seine Frau sich entweder nicht sehr drum gekümmert zu haben und hinter der Tochter gestanden zu haben, oder die können verstorben sein. Das weiß man halt auch nicht. Das bietet halt auch sehr viel Raum für Spekulationen, finde ich. Haben wir hier nochmal einen Firefly-Anhänger? Vom Eric Griggs. Mhm. Also spricht schon von dem Zeug, was man da finden, vor, dass hier Fireflies waren. So viel kann man mal sagen. J. Lomnitz Research Center. Schade, dass wir da nicht reingucken. Aber die Eddie ist uns gerade weiter fortgeritten. Holen wir sie ein. Und dann geht's da lang. Und dann landen wir im Endeffekt wieder hier. Und da sieht man ja auch, die Fireflies haben ja hier auch wahrscheinlich ihr Wachposten gehabt. Das heißt, das Ding war ja mal ursprünglich besiedelt. Müssen ja mal welche drin gewesen sein, wenn nur ein Ausguck ist. Also von daher, hier war mal was mit den Fireflies. Danach die ganzen Symbole, die A-Hänger und alles. Ja, scheint der Eingang zu sein. Mhm. Dann wissen wir jetzt schon mal, wie wir reinkommen. In das Ding. Aber wie wir überhaupt dort hier geraten, das müssen wir jetzt nochmal gucken. Zugerostet. Hier kommen wir nicht durch. Und die Kette vor. Vielleicht kommen wir rüber. Ja. Rüber klettern wäre noch möglich. Ist ja kein Stacheldraht dran. Von daher. Gucken wir nochmal. Nichts. Aber, aha. Eine von unserer patentierte Boston-Mülltonne steht auch hier wieder. Haben wir ja schon in Boston Cup gespielt, dass wir mit den Dinger mehrfach da rumgeklettert sind. Also nutzen wir das doch mal. Und da es hier bergab runter geht, ist es doch auch spitze, müssen wir nicht so viel Kraft aufwenden. Oh! Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. Ist doch häufig so. Dann wäre hier noch ein Kellereingang, aber da können wir nicht rein. Und hier können wir genauso wenig rein. Das heißt, wir müssen wirklich da hoch. Und da über den Truck kommen wir sonst auch nicht. Das heißt, machen wir es doch wieder über die Mülltonnen. Ja, wenn die Clay mal weggeht, Ellie im Weg, können wir hier hoch. Der Gaul, der steht noch aber beim kaputten Auto. Super. Also schleppen wir unseren müde Kadaver jetzt erstmal hier hoch. Und da haben sie noch so eine Zelle gehabt, also so Solarzelle für Strom zu gewinnen. Wird man ja immer kreativ bei solchen Sachen. Und dann täte ich jetzt Sache. Wir klettern doch da mal ins Firefly-Labor rein. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke. Sehen wir uns um. Da hat er jetzt schon sogar gelächelt, als er sie reingezogen hat. Dann täte ich mal Sache. Wir haben hier vor weniger als eine Minute stehen. Das heißt, ich nutze die Zeit auch nochmal, weil es ansonsten wirklich ein winziger Deal wird, um nochmal ein paar Sachen dort zu sagen. Und zwar finde ich allgemein das Setting hier bei der Universität von Colorado ziemlich geil, muss ich sagen. Weil das ist ja eigentlich nur so eine Zwischenstation, wo es eigentlich Käse hat, ja, hier müssen die Fireflies sein und hier erwartet euch die Heilung und hier sind sie stationiert, hier machen sie die ganze Sache und hier können wir die Ellie gebrauchen. Jetzt kommen wir ja eigentlich hier an das Dingens hier
und sehen, es sind maximale paar Infizierte hier, wofür einer ein Firefly-Anhänger gehabt hat, ein Bloater, und die sind ja für gewöhnlich sehr, sehr lang infiziert. Das gibt dann doch ein bisschen zu denken, weil die Firefly-Basis könnte ja mal hier ursprünglich Hauptquartier oder was gewesen sein in der Anfangszeit, weiß man halt nicht so genau. Insofern finde ich das Setting hier ziemlich geil, weil man mehr oder weniger verlassen die Basis vor sich hat. Wie verlassen das Ganze ist, das sehen wir dann nochmal im nächsten Teil, wenn wir uns das ganze Ding mal genau angucken. Aber bis hier, wie gesagt, finde ich, dass es hier einen sehr verlassenen Eindruck macht und dass sich hier mehr oder weniger die Infizierte die Gegend wieder zurückerobert haben, beziehungsweise die möglicherweise mal als Schutzlinie stationiert waren, aber hier jetzt eigentlich mehr oder weniger frei vor sich hin jockeln, aber das auch noch in einem relativ kontrollierten Umfeld. Deswegen muss ich sagen, es gefällt mir hier sehr gut bei der Universität. Es ist so ein zerfallener Ort hier, wo es auch noch so viel Zeug zu holen gibt. Deswegen, normalerweise würde man sich ja auch denken, in der Anfangszeit, beziehungsweise 20 Jahre später auf jeden Fall, denkt man sich doch, Universität, da ist Wohnheim, da ist Küche, Mensa, da ist alles Mögliche hier. Und die hatten bestimmt auch eine Uniklinik und sowas. Normalerweise wird sowas doch echt geplündert werden. Insofern finde ich, dass man auch hier jede Menge Zeug rauskramen kann, wo ich noch meine logischen Verhältnisse eigentlich gesagt hätte, wir plündern mal, wenn wirklich die Rationen knapp wären, die Universität. Insofern ganz interessant, dass hier auch noch sehr viel Zeug zu holen ist. Und dann können wir im nächsten Jahr auch nochmal gucken, was uns da alles Schönes erwartet. Und in der Zeit würde ich mal sagen, vielen Dank dafür, dass ihr mir zugeguckt habt. Vielen Dank dafür, dass ihr es auch so lange mit mir ausgehalten habt und mein Gebabbel jetzt ertragen habt. Und ich will euch auch nicht weiter auf die Folter spannen. Ich hoffe, wir haben im nächsten Teil wieder ganz viel Spaß. Da gucken wir uns dann nämlich mal an, wie es im Firefly-Labor hier aussieht und was da noch alles Tolles auf uns zukommt. Und ob die Fireflies hier wirklich sind und die Rettung liefern können und die Ellie zum Gegenmittel umtransformieren können, beziehungsweise ihr Blut oder was auch immer dafür brauchen, das werden wir auch noch sehen. Also insofern bleibt gespannt, es bleibt wie immer spannend mit The Last of Us Remastered auf Pelzig. Machen's gut bis dahin, Iron Yankee.